Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur ersten Storyflow Podcast Folge vom 2025. Willkommen beim Storyflow Podcast, dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von dem ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter die Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz. Finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. Yes, richtig happy, dass ich hier gerade auf Record gedrückt habe. Ich habe schon seit dem 1. Januar die Idee, dass ich einfach mal hinhocke und euch ein kleines Update gebe. Und heute Morgen habe ich einfach gedacht, hey, fuck it, ich mache das Ganze jetzt, ich tue es nicht länger vor mir hinschieben, sonst wird es dann wieder Februar, bis das Ganze losgeht. Und eigentlich werde ich das in Zukunft ein bisschen einfacher gestalten, dass das nicht immer mit so viel Aufwand verbunden ist, vor allem auch im Kopf, dass das mir ein bisschen einfacher fällt, um euch regelmäßig Updates zu geben und ein bisschen erzählen, was bei uns so läuft. In der heutigen Folge werde ich euch mitnehmen, mit euch einen ganz kurzen Rückblick machen darüber, was einerseits mit dem Podcast so passiert ist. Wir haben ja eigentlich eine erste Staffel rausgebracht letztes Jahr, haben dann aber eine Pause eingelegt und auch was in der Zwischenzeit bei uns so gelaufen ist. Speziell auch, wie wir jetzt den Jahreswechsel, was wir um einen Jahreswechsel gemacht haben, weil unsere persönliche und private Situation hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verändert. Und ich werde mit euch auch einen kleinen Ausblick machen auf 2025, was wir bei Storyflow alles für spannende Sachen geplant haben. Genau, also alle, die letztes Jahr schon dabei waren, welcome back. Und alle, die jetzt zum ersten Mal zulassen, ganz schön euch dabei zu haben. Wir haben letztes Jahr 10 Folgen aufgenommen in diesem Format, was auch ein bisschen ein Pilotprojekt war für mich, um herauszufinden, wie fest macht mir das Ganze Spass, so ein bisschen, in einem längeren Format mit euch zu reden, ein bisschen mehr Zeit zu bekommen, um so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren und vor allem aber auch, wie es ist, mit Gästen in so einem Format zu arbeiten. Und wir haben dort eben 10 Folgen produziert. 7 oder 8 davon waren auch mit Gästen. Einerseits haben wir unser Team vorgestellt, aber haben auch ein paar richtig coole Folgen mit anderen Schweizer Content Creators aufnehmen. Und das ist wirklich für mich ein riesen Spass gewesen. Das hat sich genau so angefühlt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe das mega spannend gefunden und es hat mir immer mega Spass gemacht, die Folgen zu produzieren. Es war immer mega, mega interessant gewesen, auch von den anderen so ein bisschen zu hören, wie es bei ihnen so ein bisschen behind the scenes aussieht. Und ich habe mich eigentlich darin bestätigt, dass ich das unbedingt weitermachen will. Es wird sicher auch die Idee sein, wenn wir jetzt den Podcast wieder starten, dass wir dort auch immer mal wieder Gäste werden dazunehmen. Was ich aber ein bisschen wegkommen davon ist, dass es zwingend immer einen Gast muss haben. Dort bin ich auch letztes Jahr schon immer ein bisschen angestanden, weil es teilweise ein bisschen schwierig ist, um einen Termin zu organisieren, der halt mir und auch den Gästen passt hat. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher werden, dazu dann später noch mehr. Aber trotzdem habe ich gedacht, ich werde das Format auch ein bisschen nutzen, um genau in dieser Konstellation, wie wir es hier jetzt so sind, und ich einfach ein bisschen persönlich zu euch reden kann, auch euch ein bisschen mitnehmen bei uns behind the scenes, wieder ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern und euch so ein bisschen erzählen, was bei uns im Business, aber auch privat so abgeht. Und mit dem werde ich jetzt starten. Also bevor wir hier zu fest auf Business-Seiten eingehen, dort haben wir auch spannende Sachen am Laufen, aber werde ich euch doch noch mal ein bisschen mitnehmen und kurz eine Zusammenfassung geben, was ist eigentlich so gelaufen. Wir sind ja letztes Jahr auf einer ganz grossen und einmaligen Reise für uns. Also wir haben uns ab dem März eigentlich abgemolden aus der Schweiz und sind mit unserem Camper auf eine lange Camperreise zusammen mit Ella, mit unserer damals einjährige Tochter. Jetzt wird sie dann schon 2 am Freitag. Auf jeden Fall ist das wirklich eine riesige Sache für uns, wo wir genau gewusst haben, hey, das kommt wahrscheinlich so kein zweites Mal mehr im Leben, dass wir das so machen können. Und
darum war für uns der Fokus in diesem Jahr auch voll auf dem gewesen, also dass wir als Familie ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und wir haben das auch wirklich voll ausgenutzt. Wir sind zuerst ein paar Monate über Spanien, Portugal eine Runde drehen und haben dann im Herbst noch einen Abstecher in die andere Richtung unternommen, sind über Slowenien, Kroatien und dann mit der Fähre über auf Apulien nochmal 6 Wochen unterwegs gewesen. Und ja, ich könnte eine eigene Folge darüber aufnehmen, was wir dort alles erlebt haben und was das alles mit uns gemacht hat. Das würde jetzt den Rahmen von dieser Folge da sicher sprengen. Und ja, wir haben auch im Laufe des Jahres irgendwann dann so ein bisschen für uns herausgefunden, dass wir auch nicht unbedingt zwingend alles von dieser Reise immer teilen mit euch. Wir haben in der Vergangenheit immer sehr viel geteilt, was wir auch privat gemacht haben. Und es ist nicht so, dass wir das irgendwie bereuen, überhaupt nicht. Wir haben euch das immer sehr gerne gezeigt, euch gerne mitgenommen. Und wir würden es an sich auch gerne eigentlich weitermachen. Was wir einfach gemerkt haben in dieser doch andere Konstellation als Familie, dass uns einerseits natürlich Privatsphäre wichtiger geworden ist, aber vor allem auch die Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, vielleicht, ich hoffe, Sie können es euch ein bisschen vorstellen, aber das Ganze kostet extrem viel Zeit. Gerade auch auf Instagram irgendwie täglich eine Story machen oder noch Reels produzieren. Zeit, die wir jetzt als Eltern einfach nicht mehr so haben. Also wir haben das am Anfang der Reise doch noch probiert aufrechtzuerhalten und es hat uns auch Spass gemacht, die Zeit, die wir dort investiert haben, aber wir haben irgendwann gemerkt, hey, wir sind auf dieser Reise und irgendwie jede freie Minute, wo wir halt nicht mit der Ella verbringen, also wo wir vielleicht mal ein bisschen Me-Time hätten, sind wir dann irgendwie dran gewesen, am Content produzieren und ja, das ist uns dann mit der Zeit doch ein bisschen schade gewesen, diese Zeit. Wir haben gefunden, hey, es geht jetzt bei dieser Reise wirklich ein bisschen um etwas anderes. Es geht darum, dass wir wirklich persönlich auch das geniessen und im Moment sein und darum haben wir dann das auch irgendwann ein bisschen sein. Und ja, ich finde, das war auch eine gute Entscheidung gewesen, weil wir haben natürlich trotzdem viel fotografiert, viele Videos gemacht und werden immer auch so können, ja, irgendwie Erinnerungen haben daran oder das uns wieder anschauen, um selber so ein bisschen in diesen Momenten zu schwelgen. Aber wir bereuen es überhaupt nicht, dass wir dort nicht nochmal zusätzlich Zeit drin investiert haben, um alles immer schön zu büscheln und aufzubereiten für euch. Genau. Was wir nach der Camperreise dann noch gemacht haben, auch dort ist nicht mega viel gekommen, aber der eine oder andere wird es sicher mitbekommen haben, der uns ein bisschen auf Insta verfolgt hat, dass wir noch auf Bali sind für auch wieder 6 Wochen. Es war mal der Plan, dass wir 8 Wochen bleiben, aber wir haben dann ein bisschen früher den Rückflug umgebucht und sind dann ein bisschen früher zurückgekommen. Einerseits, weil es mir persönlich viel zu heiß war, also auch Meli und Ella haben ein bisschen gelitten, wir hatten irgendwie 38 Grad im Schatten gehabt. Und ja, das ist dann auf die Tour raus irgendwie dann schon ein bisschen anstrengend gewesen, so, wenn man das halt dann nicht mehr einfach nur Ferien gemacht hat, sondern halt wirklich dort seinen Alltag verbracht haben und wir auch von dort her gearbeitet haben. Und wir haben auch früher in unsere neue Wohnung können. Das ist richtig, wir haben jetzt wieder eine Wohnung hier in Aarau, sind jetzt wieder sesshaft und haben uns nach diesen, das sind schlussendlich 10 Monate gewesen, wo wir so unterwegs waren und keinen festen Wohnsitz hatten, dann doch auch wieder mega darauf gefreut, dass wir jetzt wieder können, unsere eigenen 4 Wände und ja, darum haben wir dann auch uns dazu entschieden, ein bisschen früher heimzukommen. Wir sind jetzt darum auch schon richtig schön eingerichtet. Wir haben uns wirklich wieder ein Nest einrichten, wo wir uns mega wohlfühlen. Und ja, sind jetzt glaube auch, oder haben das ganze Jahr auch viel entspannter können starten, als es gewesen wäre, wenn wir dort ganz kurz vor Weihnachten erst zurückgekommen wären, dann gerade in die neue Wohnung, dann noch die Festtage und so weiter. Da würden wir wahrscheinlich jetzt noch so mehr oder weniger zwischen Kartonschachteln leben. Und so haben wir uns doch schon eigentlich ziemlich gut einrichten. Genau, das bringt uns eigentlich zum Start von dem Jahr. Dort sind wir schon wieder voll drin. Also wir haben jetzt die 2. Arbeitswoche und sind schon wieder Vollgas gestartet mit ersten Produktionen, ersten Workshops, die wir dieses Jahr gegeben haben. Also der ganze Januar ist ziemlich voll mit verschiedenen Strategie-Workshops, die wir geben in diversen Firmen. Ich habe auch ein Pilotprojekt gestartet, das sich mehr so ein bisschen an Content Creators und Personal Brands richtet, wo ich im Austausch bin mit ersten Interessenten. Dort werde ich euch sicher auch
regelmäßig ein bisschen Updates geben, was dort an dieser Front so läuft, weil das ist sicher für viele von euch auch spannend zum hören, falls ihr Interesse habt, vielleicht bei uns irgendein Coaching mal zu buchen oder dort ein bisschen an die Hand genommen zu werden für eure Social-Media-Kanäle. Also dort geht auch etwas. Und wir wollen natürlich auch wieder voll einstarten mit eigenen Inhalten. Da ist einerseits eben genau so ein Podcast natürlich ein Format, das wir angehen wollen. Aber wir haben auch ganz viele andere spannende Sachen geplant, wo wir jetzt im Januar produzieren. Es ist jetzt so, wir haben wieder ein bisschen mehr Kapazität wie letztes Jahr. Wir haben zwar von unterwegs her gearbeitet, aber da haben es wirklich auf ein Minimum beschränkt, weil das schon nicht so einfach war manchmal. Ich kann euch vorstellen, wenn wir in einem Camper oder von einem Camper aus arbeiten, an sich hat man schon nicht halt wie da in einem Büro mega viel Space, aber es ist auch ein bisschen wie, wenn man konstant im Homeoffice ist und dabei natürlich noch ein kleines Kind hat, das nicht versteht, dass man jetzt vielleicht arbeiten müsste. Und darum haben wir wirklich geschaut, dass wir, also Meli und ich, das auf ein Minimum können beschränken und einfach schauen, dass der Laden läuft. Und ja, haben da zum Glück wirklich auch von unseren Leuten mega die Unterstützung bekommen. Die haben uns den Rücken frei behalten. Und ja, so sind wir jetzt wirklich mit mega viel Energie wieder am Start und haben jetzt hoffentlich auch wieder eben mehr Kapazitäten, um wieder zurückzuschlüpfen in die Rolle von den Content Creator, also dass wir da wieder wirklich uns mit dem identifizieren können. Das ist wirklich etwas, was uns mega wichtig ist, dass wir da den Bezug nicht verlieren, weil das ist trotz allem immer noch unsere Leidenschaft, wenn das Business um das Ganze herum schon ein bisschen gewachsen ist und wir vielleicht das nicht mehr zwingend machen und vieles könnten auslagern an unsere Leute. Es ist trotzdem noch unser Baby. Storyflow wird auch uns hoffentlich noch ganz lange begleiten und ist schlussendlich auch etwas, was uns mega Spass macht. Auch die Meli wird da wieder viel mehr involviert sein. Sie ist jetzt auch durch die ganze Mutterschaftspause, die sie eingeleitet hat, jetzt eigentlich mehr als 2 Jahre komplett draussen aus dem Business und hat sich wirklich voll auf das Zuhause konzentrieren. Und jetzt ab dem März geht dann Ella eben in die Kita, 2 Tage, und ja, so kann auch Meli wieder zurückkommen. Wir teilen uns das dann sehr schön 50-50 auf. Das heisst, ich bin 3 Tage im Büro, Meli ist 3 Tage im Büro. Wir arbeiten beide 60%, sind also wieder beide gleich involviert im Business und gleich involviert in Hause. Auf das freue ich mich auch besonders, dass ich jetzt wirklich auch jede Woche einen Papi-Tag habe mit der Ella. Das ist etwas, wo wir nicht so geschafft haben die ersten 2 Jahre. Das hat irgendwie bei uns nicht so geklappt, aber ab sofort können wir das so durchführen und auf das freue ich mich besonders. Moni ist der Erste mit ihr. Bin auch schon gespannt, was wir dann machen. Gut, das also ein bisschen, wie wir das Jahr gestartet haben. Jetzt vielleicht noch einen kleinen Ausblick, was wir so ein bisschen vorhaben. Ich habe schon gewisse Sachen angetönt. Einerseits der Podcast soll wieder laufen. Es gibt eben ein Pilotprojekt um die ganzen Content Creator herum. Ich habe dort ein spannendes Format geplant, das ich ausprobieren will. Ähnliche Sachen, wie wir vielleicht auch im Podcast schon gemacht haben mit Gästen, aber wo wir auch mehr noch eintauchen wollen, vielleicht in den Alltag von so Leuten, von so Content Creator und euch dort mal hinter die Kulissen nehmen. Das wird sicher eher etwas sein, vielleicht dann für den Sommer. Jetzt Anfang Jahr müssen wir an ganz vielen Orten gleich auch wieder die Fäden aufnehmen. Wir haben auch im Sinn, vielleicht dann im Verlauf des Jahres mal noch jemanden anzustellen. Darum, falls ihr euch da für einen Job bei uns interessiert, dann habt irgendwie die Augen und Ohren offen. Früher oder später gibt es dann mal eine Jobausschreibung. Könnt ihr euch bewerben. Und ja, sonst haben wir auch jetzt unsere Jahresplanung soweit abgeschlossen. Wir haben das Jahr eigentlich wie letztes Jahr auch schon gemacht. Wir planen hier immer quartalsweise planen. Also wir haben Jahresziele auf das ganze Jahr, aber wir uns dann priorisieren, was sind so im Q1 Prios, was ist dann im Q2 soweit. Und da werde ich euch dann sicher auch in diesen Podcast-Folgen immer mal so ein bisschen updaten, was gerade so ein bisschen ansteht. Jetzt für den Anfang des Jahres ist sicher Prio, eben einerseits die Meli wieder zu integrieren im Team, dass sie dort wieder voll mit dabei kann sein. Das ist uns sehr wichtig. Dann natürlich der Start eben wieder von allen Content-Formaten, die wir geplant haben. Wir haben dazu ja auch letztes Jahr noch eine Workation gemacht. Also da könnt ihr gerne auch nachschauen auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben das ganze Team auf Italien abgeholt im Herbst.
Auf YouTube gibt es für das auch ein separates Video, wo wir euch dort mal ein bisschen Einblick gegeben haben. Und das war wirklich auch eine super Sache gewesen. Wir haben dort unsere Mission noch mal ein bisschen angepasst und haben eben auch ganz viele neue Formate geplant, die jetzt per sofort mehr oder weniger an den Start gehen sollen. Unter anderem war auch das Format dort eine Idee gewesen. Wir wollen auch den Vlog wieder zurückholen, nicht in einem Daily-Vlog-Format oder in einem Weekly-Vlog-Format, aber dass wir euch auch irgendwie dort einmal im Monat können, aus der Vlogging-Perspektive mal einen Tag lang mitnehmen, in so das Leben hier bei uns in der Bude. Und ja, das ist sicher auch eine Periode, dass wir einfach dort alle wieder reinkommen und uns die Zeit können nehmen können, um da coole Sachen auf die Beine zu stellen und euch unsere Geschichten wieder mehr zu erzählen. Genau. Schaut darum auch regelmäßig auf Insta vorbei, dort soll auch wieder mehr kommen. Ich weiss noch nicht genau, wann die Folge online geht. Vielleicht findet ihr dort noch schon das erste Behind-the-Scenes-Reel vom Strategie-Workshop, den wir am letzten Montag gemacht haben. Und wer weiß, vielleicht seht ihr auch noch eine Story von meinem Cold Plunge-Experiment. Ich bin jetzt das zweite Mal dieses Jahr in die Aare baden. Also baden kann man es auch nicht ganz nennen, wie einfach irgendwie zweimal für irgendwie 30 Sekunden abtaucht, also bis zu den Schultern. Und ja, ich werde das jetzt eigentlich einmal in der Woche machen, so ein bisschen, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Genau, mal schauen, wie das denn so läuft. Irgendwann wird es natürlich wieder viel angenehmer, wenn es auf den Frühling zugeht. Dann muss ich dann schauen, wenn ich das weiterführen will oder mir da etwas zutun muss, damit ich weiter kann, den Cold Plunge, also das den Kälteschock machen. Bis jetzt finde ich es eine coole Sache. Man fühlt sich auf jeden Fall nachher, wenn man es gemacht hat, immer mega gut, dass man sich überwunden hat, das einfach zu machen. Genau gleich, wie ich mich auch jetzt fühle, dass ich das gemacht habe, dass ich da auf Record gedrückt habe, dass ich mich dazu überwunden habe, die Folge jetzt endlich aufzunehmen und nicht länger vor mir hinzuschieben. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht, dabei zu sein. Und ihr habt jetzt auch Freude oder ein bisschen Vorfreude darauf, was wir euch da wieder bieten können. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch, der hier wieder stattfinden kann. Darum geben wir doch unbedingt das Feedback, wie ihr die Folge gefunden habt. Sechs über irgendwie eine Privatnachricht oder irgendjemand zu kommentieren oder auch persönlich, falls ihr Leute aus dem Umfeld sind, die da reinhören. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich da irgendwie ein bisschen Rückmeldung bekomme, weil meistens, wenn ich so jetzt eine Podcast-Folge fertig aufgenommen habe, dann weiss ich gar nicht, was ich alles erzählt habe und ich gehe meine eigenen Folgen dann eigentlich nicht mehr hören. Das ist dann irgendwie komisch. Genau, darum ich freue mich, auf euch zu hören und freue mich auch schon sehr auf die nächste Folge. Bis dann würde ich sagen, hey, macht's gut, habt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen!